Hallo, beim letzten Mal konnten wir sehen, was die katholische Kirche wirklich für ein Gottesbild hat, was sie lehren. Wir konnten sehen, dass ihre Vorstellung der Gottheit, ihre Dreifaltigkeitslehre nicht das gleiche ist, was Adventisten glauben. Heute wollen wir uns einem weiteren Thema widmen, Gottes Wort studieren und uns die Frage stellen: Kommt der Heilige Geist im Buch der Offenbarung eigentlich vor? Denn schon sehr oft wurde das Argument hervorgebracht, dass der Heilige Geist nirgends im Buch der Offenbarung erwähnt wird, sondern nur der Sohn und der Vater. Demnach kann er auch keine Persönlichkeit sein. Beginnen wir also direkt bei Offenbarung 1. Dort lesen wir: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes spricht hier also einen Segen aus an die Worte der Weissagung lesen, die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Dann weiter Vers 4: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von wem spricht Johannes hier? Wir haben der ist und der war und der kommt, die 7 Geister und Jesus Christus. Johannes begrüßt die Leser also im Namen von dem, der ist und der war und der kommt, im Namen der 7 Geister, die vor seinem Thron sind, und wir werden später noch gleich sehen, was diese 7 Geister bedeuten und für wen sie stehen, und im Namen Jesu Christi. Wie erklärt sich ein Antitrinitarier, also ein Unitarier oder auch ein Modalist diesen Bibeltext? Denn hier ist doch deutlich ein Unterschied zu erkennen. Oder nicht? Wenn man es nicht sehen kann, dann nur deswegen, weil es nicht sein darf, weil es nicht in eine bestimmte Vorstellung passt. Ist es nicht so? Doch wir wollen Gottes Wort wie immer für sich selbst sprechen lassen. Schließlich ist die Bibel ihr eigener Ausleger. Lassen wir also die Bibel selbst erklären. Gehen wir zur Offenbarung 4. Wir lesen dort in den Versen 1 bis 4. Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Wer ist das, der auf diesem Thron sitzt? Ist es nicht der ist, der war und der kommt? Seid ihr da mit mir einig? Lesen wir weiter. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Lasst uns nun mal das hier Beschriebene bildlich darstellen. Wir haben den, der auf dem Thron sitzt, rundherum 24 Throne, auf denen 24 Älteste sitzen, und wir haben die 7 Geister, die nicht auf dem Thron, sondern neben dem Thron Gottes sind. Lesen wir weiter. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen.
voller Augen vorn und hinten, und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Also hier auch nochmal die Bestätigung, dass es Gott ist, der auf dem Thron sitzt. Wir haben also die 24 Ältesten rund um den Thron. Wir haben den, der auf dem Thron sitzt, die 7 Geister Gottes, die vor dem Thron sind, und die 4 lebendigen Wesen. Die 7 Geister sitzen nicht auf dem Thron, auch nicht die 4 lebendigen Wesen, aber alle sind sie vor dem Thron. Weiter lesen wir: Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Fällt doch hier etwas auf? Wir haben sowohl die lebendigen Wesen als auch die 24 Ältesten, die den anbeten, der auf dem Thron sitzt. Interessanterweise, die 7 Geister Gottes werfen sich nicht nieder, um anzubeten, obwohl sie ja auch immer noch vor dem Thron sind. Im nächsten Kapitel erhalten wir dann weitere Informationen. Und nicht vergessen, wir haben den, der auf dem Thron sitzt, wir haben die 7 Geister, die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten. Und dann heißt es weiter in Kapitel 5: Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Sieh, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Ich denke, jedem von uns ist klar, dass dieses Lamm Jesus ist. Nur er kann dieses versiegelte Buch öffnen. Weiter erfahren wir, dass als das Lamm kam, um das versiegelte Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, zu nehmen, Vers 7, und als das Lamm das tut, erfahren wir in Vers 8, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, so wie sie es bei dem, der auf dem Thron saß, gemacht haben. Und noch etwas Interessantes fällt auf in Vers 6. Als das Lamm kam, wurden die 7 Geister Gottes auf die Erde gesandt. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Also, wir haben die 24 Ältesten, der auf dem Thron sitzt, das Lamm wie geschlachtet, die 4 lebendigen Wesen, die 7 Geister sind nicht mehr da
In Vers 6 haben wir gelesen, dass sie auf die Erde ausgesandt wurden, als das Lamm kam. Und alle beten sie das Lamm an, der auf dem Thron sitzt, aber nicht, und die 7 Geister auch nicht. Wer oder was sind nun die 7 Geister? Wir müssen uns die Frage stellen, als Jesus in den Himmel fuhr, wer kam dann? Was sagte Jesus seinen Jüngern? Lesen wir dazu Johannes 16, die Verse 7 und 8. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wann geschah das? Johannes 7, Vers 39. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wann wurde Jesus also verherrlicht? Wir haben es bereits gelesen in Offenbarung 5, und zwar in Vers 9. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das ist genau diese Szene. Als Jesus in den Himmel kam, erst dann sandte er den Geist. Epheser 4, Vers 8, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Wer gibt uns diese Gaben? Es ist der Heilige Geist. Lass uns dazu 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7 lesen. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Es gibt also Unterschiede in den Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Wer hatte die unterschiedlichen Dienste eingeführt? Jünger, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. In Epheser 4, Vers 11 bis 15 erfahren wir, dass es Christus war, der diese Dienste eingeführt hat. Also unterschiedliche Dienste, doch derselbe Herr. Hier in 1. Korinther 12 haben wir also sogar alle 3 Personen der Gottheit, der Geist Jesus und der Vater. Auch noch interessant, ein paar Verse weiter. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Der Heilige Geist hat also seinen eigenen Willen. Er gibt jedem persönlich Gaben nach seinem eigenen Willen, wem er will, und zwar zum allgemeinen Nutzen, um anderen und um der Gemeinschaft zu dienen und nicht sich selbst. Genauso ist es auch bei Jesus und unserem himmlischen Vater. Jesus kam, um seinen Vater der Welt zu offenbaren, um von ihm zu zeugen. Der Vater wiederum zeugt vom Sohn. Und vom Heiligen Geist erklärt Jesus auch, dass wenn er kommt, er nicht aus sich selbst reden wird. Er wird nicht seine eigene Ehre suchen. Und genau das ist das Prinzip der selbstlosen Liebe. Oder Epheser 4, Vers 30. Weshalb sollen wir den Heiligen Geist nicht betrüben? Weil er es ist, der uns unsere Sünden aufzeigt und der uns zu Christus führt, zur Vergebung unserer Sünden. Eine Kraft hat keinen eigenen Willen. Eine Kraft kannst du nicht betrüben. Eine Kraft kann auch niemanden der Sünde überführen, so wie es der Heilige Geist tut. Und darum heißt es auch in Markus 3, Vers 28 und 29, Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen.
Denn nur er kann uns von unseren Sünden überführen. So sagt auch schon David: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wieso nun spricht aber das Buch der Offenbarung von 7 Geistern und nicht gleich vom Heiligen Geist? Und wieso wurden diese 7 Geister auf die Erde gesandt? Zu welchem Zweck? Nun, Jesus ließ sich ja taufen, und als er aus dem Wasser stieg, sah er den Geist Gottes wie eine Taube auf sich kommen. Geist Gottes meint nicht die Kraft Gottes oder Gott Vater selbst, denn während der Geist Gottes personifiziert in Taubengestalt vom Himmel herabstieg, war vom Himmel oben eine Stimme zu hören, nämlich die des Vaters. Auch hier haben wir wieder alle 3 Persönlichkeiten der Gottheit, der Sohn, der Heilige Geist und der Vater. Doch jetzt müssen wir wissen, dass die Taufe Jesu mit dem Heiligen Geist bereits im Alten Testament prophezeit wurde. Denn Jesus wurde mit der Fülle des Heiligen Geistes getauft. Was bedeutet das? Und was hat das nun mit den 7 Geistern Gottes zu tun? Lesen wir einmal Jesaja 11, die Verse 1-4. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Christus wurde mit der Fülle des Heiligen Geistes erfüllt, und das sind die 7 Geister Gottes. Deshalb lesen wir auch in Lukas 4, Vers 1: Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Interessanterweise, und wie wir ja wissen, hat Satan immer eine Fälschung, die er dem Original gegenüberstellt, um die Menschen zu täuschen. Lasst uns dazu Matthäus 12 lesen, die Verse 43-45. Was lesen wir da? Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Habt ihr euch nie gefragt, weshalb 7 andere Geister? Weil, wenn wir uns nicht in unserem Leben mit dem Geist Gottes füllen lassen, dann kommt Satan und will uns mit seinen 7 Geistern füllen, versteht ihr? Er möchte genau den Platz einnehmen, mit dem uns der Heilige Geist erfüllen möchte. Er will uns mit seiner Weisheit, seinem Verstand, seinem Denken und seiner Selbstgerechtigkeit füllen. Wenn wir also davon lesen, dass Jesus voll Heiligen Geistes war, bedeutet das nichts anderes als das, was wir in Jesaja 11 lesen, und zwar, dass der Geist Gottes, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rats, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn auf ihm ruhte. Und das sind die 7 Geister Gottes aus dem Buch der Offenbarung. Sie stehen für den Heiligen Geist. Auch von Stephanus lesen wir, dass er voll Glauben und Heiligen Geistes war, ebenso Paulus und die Jünger. Wollen wir, dass Satan in uns wohnt, oder wollen wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein? Ich möchte noch mit einem Gedanken schließen zu Matthäus 12, Vers 45. Dort, wo wir von diesen 7 anderen Geistern lesen. Diese bösen Geister und ihr Wirken
würde uns da jemals in den Sinn kommen, sie nur als eine Kraft zu sehen, die von Satan ausgeht? Und auch wenn wir noch nie böse Geister gesehen haben, so wissen wir doch dennoch, dass es gefallene Engel sind, und jeder von ihnen ist auch eine Persönlichkeit. Und um eine Persönlichkeit zu sein, muss man nicht Fleisch und Blut haben. Oder wisst ihr, ob ein Engel Fleisch und Blut hat? Und dennoch sind das für uns Persönlichkeiten, Personen. Denn jeder hat seinen eigenen Willen und Verstand, auch die Engel. Und wir kämen auch gar nicht auf die Idee, wo sie manchmal Geister genannt werden, sie nur als unpersönliche Kraft zu betrachten. Der Heilige Geist aber schon. Dennoch sind so viele davon überzeugt, dass es so ist. Ich denke, ganz viele lassen sich einfach von dem Begriff Geist irritieren. Doch nur weil wir den Heiligen Geist nicht sehen, können wir nicht davon ausgehen, er sei nur eine Kraft. Genauso wie wir ja auch nicht denken, dass die bösen Geister nur eine Kraft sind. Wir wissen, es sind gefallene Engel. Ich hoffe, dass dieses Studium für jeden, der nach Wahrheit und nach Antworten sucht, ein Segen sein darf. Bis zum nächsten Mal beim Licht in der Dunkelheit.